Und weiter geht's hier bei Assassin's Creed Syndicate mit der Befreiung von Henry Green, dem hoffentlich nichts passiert ist. Evie, die wollten die Pläne des Architekten wegschaffen. Haben Sie sie? Hat man ihnen wehgetan? Alles gut. Gehen wir. Boah, das ging aber doch einfacher als erwartet. Was ist mit den Plänen? Die sind verloren. Evie, das tut mir leid. Konzentrieren Sie sich auf die Flucht. Ja. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Henry irgendwas Schlimmes zustößt oder so. Obwohl, was noch dies kann noch werden. Ja. Da bist du. Haltet Sie! Ein Eindringling! Als kämpfen wir doch, war. Das wird noch knapp werden, ey. Und mir geht's mir nicht, ich habe noch relativ alles unter Kontrolle, aber Henry macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Schützen auf dem Dach! Das ist reine Zeitverschwendung. Und die nächste! Du musst was für mich erledigen. So, helfen die uns? Ja, nicht Henry. Ja gut, gehen wir mal, wa? Henry. Was macht der Arsch? Der soll herkommen. Ach Mensch, jetzt da steht Henry aus dem Gebiet eskortieren. Jetzt soll nicht vorausgehen. Ich bin derjenige, der... Also gut, von mir aus. Ja, und jetzt? Ah, okay. Miss Nightingale sollte sich das ansehen. Ich finde das Gewölbe, ehe Starrick sich das Tuch holt. Wir müssen mit dem Maharaja sprechen. Ich spreche mit dem Maharaja. Sie lassen sich verarzten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Pläne vereitelt habe. Im Zug wären Sie sicherer. Selbst wenn Sie das Gewölbe finden, Sie können nicht alleine in den Buckingham Palace spazieren. Ich bin nicht alleine. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Green. Ach ja, Henry Stolz oder verletzt und Evie hat sich nur Sorgen um ihn gemacht, war. Von dem her war doch interessant. Wenn das mit den hängenden Fesseln halt. Ja, komm, lassen wir's. Und trotz allem läuft es halt bisher für die Assassinen eigentlich ganz gut. Also das ist immer noch so ich ein bisschen... Naja, sagen muss, das gefällt mir jetzt nicht so super, dass trotz allem, obwohl wir eigentlich schon so weit fortgeschritten sind in der Story, dass ihnen noch gar kein... Wir haben da gar keinen Gegenschlag für die Assassinen gab und nicht so irgendwie sagen müsste, oh verdammt, das ist jetzt irgendwie dumm gelaufen, das war jetzt ein Schicksalsschlag oder so etwas. Nee, bisher läuft alles super, so wie es sein soll. Naja. Nachtschattenumhang, okay, sieht auch interessant aus. Sonst kann noch irgendetwas. Inventar, das kann man eigentlich nicht. Fähigkeit. 11 Punkte wieder, krass. Und die wird so wieder her. Adrenalin und Kampfausdauer. Yo, man. So. Fehlen noch die zwei, dann haben wir den Baum auch schon mal voll. Krass. Gang-Upgrades wird noch irgendwas Interessantes, was wir noch machen können. Noch ein bisschen zu viel von allem. Machen wir einen Rook-Fahrer, aber.
Okidoki, ja. Wir geht's jetzt verarzten. Okay. Was machen wir inzwischen? Wir haben noch eine Folge vor uns. Da ist etwas mit Evie. Ehrenrettung der Bank. Gut. Gleich mal zurück zum Zug, weil könnte ja sein, dass jetzt da noch irgendetwas Neues freigeschaltet wird, wa? Weiß man ja nie. Ich werde vorher mal mit Jacob noch ganz kurz switchen. Also schon die Meisterassassinen-Montur, war die ich dir gegeben habe? Oder ist da jetzt etwas... Nee, das stimmt schon. Meisterassassinen, cool. Steht jetzt da Ezio schon... Hat noch schon mal Ezio, ist ja nichts Neues. Jo, seltsam. Er hat noch 5 Punkte, genug für Adrenalin und langsam aber sicher kommen die ganz großen Dinger, wa? Also sprich, ja, 6 plus 6 plus 6, man hat insgesamt noch 18 Punkte, also noch 17 Fähigkeitspunkte. Ob die noch kriegen im Let's Play? Na, eigentlich schon, wir haben die ganzen Aktivitäten alles noch, Fähigkeiten, ja. 50%, krass. Da stand gerade ein neuer Punkt. Ist der neu gekommen oder? Nee, okay, der alte. Ja, also zurück zum Zug mal schnell und dann kann ich sonst direkt hier hin, den Aussatzpunkt. Muss ja auch mal sein. Was sonst noch mal sagen? Wir haben mal Zeit für eine Erinnerung seitens Charles Dickens oder Charles Darwin. Nun ja. Ja, die Erinnerung selbst war jetzt eigentlich schon fehl, wenn nicht das erreicht hat, was wir Hier wollten. ist anscheinend ein Brief für Jacob. Aber großartig was passiert ist jetzt auch nicht, also... Dass man irgendwie sagen müsste, oh nein, Mr. Green ist tot oder irgendwie... Der gefangen genommen wird von Starrick persönlich gefoltert. Wo ich mir gerade frage, wo ist er überhaupt? Ah, da. Henry hat aber schlechte Laune. Miss Fry, es ist mir einfach... I did like you said, I went to the theater last night. Jacob sagt, Mr. Green hat aber schlechte, Henry hat gesagt, ja. Henry hat aber schlechte Laune und dann Henry direkt so, Miss Fry, schön Sie zu sehen. Also wäre nie was passiert, naja. Toll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich mache jetzt da am besten. Da ist eigentlich eine Charles Dickens Erinnerung, war. Ja, ich muss trotzdem hier hin. Gut, gehen wir zum Aussatzpunkt. Eine faszinierende Lektüre. Ja, ich muss hier raus, Entschuldigung. 400 Meter, ja, leck mich am Arsch. Haben wir noch einen Kutscher? Kutscher! Ja! Möge er mich zum Ziel fahren? Was will das Mädchen? BTF. Platz da, die Straße gehört uns. So, ich muss raussteigen. Ja, die Kutsche nicht. Gut. Sehr schön. Sind langsam mal oben. Kann ich hier... Ne, geht noch nicht so. Aber so könnte es klappen. Synchronisation. Wo sind die Templale? Da ist eine Kinderbefreiung, da geht's dort weiter, okay. Die Jacob Mission ist da, ja. Aber erstmal zu Charles Dickens.
Da ist noch eine Kindesbefreiung. Vorarbeiter killen, eine Kinder befreien, ja, aber wie üblich. Das ist etwas, wo ich sagen muss, einerseits ist von dem her noch relativ einfach zu machen, von dem her, ja, ist von dem her auch kein Problem, das Offscreen zu machen. Andererseits eben ja auch ziemlich eintönige Arbeit, weswegen ich es ja nicht im Let's Play selbst alles zeigen will. Daher, naja. Da sind so ein paar Dinge, wo man sagen muss, muss das wirklich sein? Aber egal, auf zu Charles Dickens! »50 Berkeley Square«, was? Wir suchen das gruseligste Spukhaus Londons. Okay. Wie schön, Sie wiederzusehen, Mr. Dickens. Hält der Ghost Club eine neue Geschichte bereit? Wie der Zufall es will, ja. Folgen Sie mir. Oh, really? Nummer 50 Berkeley Square. 4 Stockwerke und der Schriftzug Zutritt auf eigene Gefahr. Um dieses grausige Anwesen ranken sich viele Geschichten. Beim frühesten Bericht über einen Spuk ging es um den Geist eines kleinen Mädchens, das von einem Diener ermordet wurde. Sie wurde oft am Dachfenster gesehen, wie sie weinte und ihre kleinen Hände in verzweifelter Pein verdrehte. Die Arme. Lassen Sie uns beginnen. Ach so. Sie haben doch keine Angst. Bisher jetzt noch nicht unbedingt. Kommen Sie, das Haus erwartet uns. Ja, dann geh voraus. Und der Kutsche, wo geht natürlich auch. Keine Angst. Nö, nicht mehr die Kutsche. Der anderen Legende nach spukt auf dem Dachboden der Geist einer jungen Frau, die sich aus einem Fenster im obersten Stockwerk stürzte, um dem Missbrauch durch ihren Onkel zu entgehen. Ihr schreiender Geist wurde von Augenzeugen mehrfach am Fenstersims hängend gesichtet. Das Anwesen war kurz im Besitz eines Mr. James Jasper, ein Chorleiter, der dem Opium verfallen war. Sein Neffe Edward war einer von Mr. Jaspers Schülerinnen versprochen, der schönen und zierlichen Rose. Allerdings verschwand Edward unter mysteriösen Umständen und bald darauf auch Jasper selbst. Vielleicht trieb ihn sein Kummer zurück in die lindernden Arme seiner berauschenden Geliebten. Wie romantisch und tragisch. So, sind wir auch schon. Langsamer. Gut so. Sollen wir? Jo, ich würde sagen, legen wir los. Klopf, klopf, jemand Obwohl das da? Haus leer steht, sagen manche, dass es nachts von Schreckensschreien, läutenden Glocken und knallenden Fensterläden erfüllt ist. Naja, ein Lied höre ich jetzt, aber ansonsten. Wow, überall offen. Gehen wir also schnell zum Klavier, du du du. Sogar Haustiere haben sie hier. Dies unheimliche Phänomen kann leicht mit Schläuchen und Ventilen nachgestellt werden. Manche sagen, ein junger Mann war auf dem Dachboden eingesperrt und ein kleines Loch in der Tür sei sein einziger Kontakt zur Außenwelt gewesen. Der junge Mann sei durch diese Isolation schließlich dem Wahnsinn verfallen. Die Legenden scheinen sich auf diesen einen Raum zu konzentrieren. Verstehe. Chemikalien und Metall. Nur ein Luftzug. Nichts weiter. Oh je, vielleicht warte ich hier, während Sie diesem verstörenden Gelächt auf den Grund gehen, das mich überhaupt nicht beunruhigt. Nö, natürlich nicht, nur dass gerade hier ein Kind vorbeigelaufen ist.
Da wurde ja gerannt. Was, ein Kind rammen? Wow. Ich ramm dich. Oh, verdammt. Ignorierst du mich? Wie kannst du es wagen? Sind doch ziemlich schnell, die Kleinen. Wie kann das sein? Er hat doch viel kürzere Beine. Lass mich los, du Kuh! Reizend. Right then. Jetzt sagt mir, was ihr bei dem Haus gemacht habt. Was geht dich das an? Raus damit. Schon gut, schon gut. Wir haben nach dem Schatz gesucht. Wir fanden einen Schlüssel für den Geheimgang. Welcher Geheimgang? Ja, in der Nummer 50 gibt es einen. Hier, der Schlüssel. Lass mich in Ruhe. Jo, danke schön. Jetzt sehen sie uns plötzlich und sagen sie, oh nee, das ist eine Fry, nee, weg hier. Die lassen wir in Ruhe. Naja, was haben wir dazu? Nein! Ah, schon besser. Ups, falsche Richtung. Entschuldigung. Hier ist ein Schloss, aber mir fehlt der Schlüssel dafür. Hier. Nice. Noch 2 Hinweise. So funktioniert der Spuk. Spannend. Grausam spannend. Verschwindet aus meinem Haus! Zurück, Mr. Dickens. Rose auch nur annähernd so geliebt, wie ich sie liebte. Das hätte ausreichen sollen, um meinen Neffen von ihr fernzuhalten. Mein armer Ned. Vergib. Im Geist... Okay. Das ging jetzt doch schneller als erwartet, sonst haben wir nichts mehr. Ja, dann gehen wir da runter. Das ist hinterm Haus. Endlich. Der Mythos wurde entschlüsselt. Es gab keine Geister am Berkeley Square. Nur eine verlorene Seele, die von Schuldgefühlen und Drogen zu Mord und Wahnsinn getrieben wurde. Das könnte der Beginn eines großartigen Romans werden. Ich frage mich, ob ich es immer noch kann. Wer weiß das schon? Eine Charles Dickens Erinnerung abgeschlossen. Charles Dickens Stock durch. Okay. Zip. Mal gucken, ist der Stock geiler als unser aktuellen? Ich wage es zu bezweifeln. Nicht wirklich, wa? Naja. Ist auch egal. Neuer Punkt. Gemeinheit. So, wie jetzt war, jetzt sind wir hier oben. Oh, sind wir weit entfernt von allem, was gut und böse ist. Obwohl, hier könnte noch etwas sein, wa? Von der Zeit her reicht sowieso nicht mehr, um noch großartig etwas zu machen. Ich würde sagen, ganz kurz hier etwas. Da gehen wir im nächsten Part dann hier hin und machen vielleicht noch hier ein paar Missionen. Dann haben wir eine Charles Dickens und eine Charles Darwin Mission. Oho. Das Tor ist gar nicht mal so groß, wa? Wir müssen relativ schnell hinkriegen. So, was geht hier ab? Bitte keine Kopfgeldjagd, die können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Nein! Das soll genau das sein.
Ja. Ja, aufgespürt habe ich es, schön. Ich meine, klar, Leben ist ja nur eine Option, aber es war trotzdem eine geile Option. Sonst zurückbringen, wenn der immer von... Das ist ein Fehler. Naja, sind ja ziemlich weit weg, also daran soll es nicht scheitern. Ja, toll. Wohl gerade unsichtbar werden. Hat irgendwie doch noch geklappt. Der hört natürlich nix. Alles hinter seinem Rücken, aber er hört einfach nix. Gebildete Typ. Was wollen wir von ihm? Na, Geld natürlich. Sei nicht blöd. Wir haben Beweise für seine Affäre. Das wird ein leichtes Spiel. Müssen gar nicht so viel jetzt... Ja, versuch's nur, versuch's nur. Ich bin hier gerade ein bisschen unsichtbar. Eindringling, da ist sie! Nö. Perhaps she's a bit mad. Sind wir jetzt schon wieder? Was nerven dich hier blicken zu lassen? Ah, du gehst mir auf den Sack, Alter. Ist gerade ziemlich unpraktisch, wenn man so sagen darf. Und wer soll's heute sein? Du hörst nie zu, oder? So ein Einfallspinsel von der Universität. Klar, der gebildete Typ. Was wollen wir von ihm? Na, Geld natürlich. Sei nicht... Alter, wieso ging das jetzt die ganze Zeit nicht? Ich will immer auf den Kopf schießen, aber der wollte gerade irgendwie nichts. Sie ist weg. Sie ist nicht hier. Damit leben. Geschieht dir recht. Wache! Hilfe! Was? Lass mich frei. Los! Ich hab zu Naja, tun, Mann. ist trotz allem so einfach ging, ist mir jetzt gerade ein bisschen Rätsel. Ruhig. Lassen Sie mich. Ich erweise der Welt einen Dienst. Wachen, helft mir! In der Welt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im heutigen Part, da bin ich dir mit dir einer Meinung.
Nur viel los hier, wa? Du hast recht. Komm schon! Na los! Ganz ruhig. Na toll, sind bereits die Nächsten. So, also jetzt reicht's mir. So, besser und weiter. Eine Fresse. Ernst jetzt, wa? Das war auch ein eleganter Fall. Wir fragen uns dann noch wieso, aber ist egal. Mann, ihr geht mir auf den Sack. So. Wer ist denn jetzt da schon wieder? Da ist ein bisschen das Problem hier. Anonym werden. Ich mache das jetzt hier am besten. Wenn da noch jemand drin sitzt. Ruhig. Weiter so. Ja, noch geht's jetzt besser. Ruhig. Langsam. Na los. So. Sehen Sie mich nicht mehr? Jetzt ist doch alles geil. Na? Komm schon. Versuchen wir es nochmal. Ah, jetzt. Warum nicht gleich so, Leute? Jetzt übernehme ich. Revolver Modell 3. Eieiei. Ein neues Gebiet von The Strand erobert. Ja. Zumindest das war noch einigermaßen geil. Der Rest hier. 10% erst, alter Schwede. Mal gucken, euer Revolver. Der N2er. Na, Schaden schon, aber Geschwindigkeit, Reflexschuss, Genauigkeit runter. Und die war ich eigentlich schon, war. Oh, die M1877 Thunderer. Oh, Silbergold wird ein bisschen protzig. Ja. Aber ansonsten sagen wir mal, vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es hier weiter mit Jacob. Der wird dann, da geht noch zum Ausflugspunkt hoch, genau. Und dann aber vor allem, wie gesagt, noch die Erinnerungen hier von Charles Dickens und Charles Darwin. Und dann langsam mal gucken, was wir alles machen können. Eine Truhe haben wir da zumindest schon mal, eine Goldtruhe. Die Rest noch alles sind und wie es sonst so weitergehen könnte hier, weil er das sonst eigentlich erst hier unten in der Mission. Naja. Das will es mir wieder mal in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.